Hey, ich glaube, da hat Rahab schon ein bisschen gezittert und auch die 2 Spione, das haben wir gemerkt. Und genau die 2, beziehungsweise die 3, haben wir die ganze Woche ein bisschen begleiten, wie sie das Ganze erlebt haben, bis zum Einsturz dieser Mauer. Und auch der Einsturz der Mauer hat für beide etwas anderes bedeutet. Und wir wollen zuerst mal die Rahab anschauen. Die Rahab war in Jericho und hatte nicht wirklich ein schönes Leben gehabt. Oft ist sie ungerecht behandelt worden. Und sie war auch die Einzige, die an Gott von Israel geglaubt hat. Wo dann die Mauer eingestürzt ist, ist das für sie eine Befreiung gewesen. Für sie hat der Einsturz also eine Befreiung bedeutet. Und dann haben wir noch die Spione gehabt. Für die 2 Spione und das ganze Volk Israel ist der Einsturz von dieser Mauer das Zeichen gewesen, dass Gott sein Versprechen auch wirklich hebt. Und das Coole ist, dass es in der Bibel immer wieder so Geschichten hat. Es hat immer wieder Geschichten und auch das Befreiung oder dass Gott seine Versprechen hält, kommt immer wieder vor. Und das ist mega cool. Wieso dürfen wir Gott kennenlernen? Wir lernen den Gott kennen durch die Geschichten und so können wir seinen Charakter kennenlernen und auch Prinzipien, wie Gott umgeht. Hey, und wenn Gott schon so etwas unglaublich Grosses machen konnte, dass er die Mauer runtergerissen hat, wer von euch glaubt, dass er das heute noch machen kann? Gibt es jemanden? Und wer von euch glaubt, dass er das in deinem eigenen Leben noch machen kann? Ihr dürft es auch für euch beantworten. Aber es ist cool, dass ihr habt. Hey, komm, ich glaube nämlich, dass wir alle immer wieder so Mauern in unserem Leben haben. So Mauern, wie wir da hinten sehen, die sich so Stein für Stein aufbauen und können grösser werden. Die können riesig und so bedrohlich wirken und unüberwindbar. Und komm, wir schauen gerade mal miteinander an, was das für Mauern sein können. Ihr seht da vorne, kommt vor so eine Mauer mit dem Wort. Und das erste ist Streit. Oder wir Erwachsene würden sagen, Konflikt. Wir haben vielleicht einen Streit mit jemandem oder mit mehreren Leuten. Und manchmal kann das etwas Kleines sein und man kann schnell so ein bisschen aus der Welt räumen. Aber manchmal kann das auch etwas Grösseres sein, das uns mega belastet. Vielleicht werden Sachen gesagt, die nicht gut sind. Vielleicht verletzt es dich oder es verletzt dich gegenüber. Und es fühlt sich doch an wie so eine grosse Mauer, die immer grösser wird. Und vielleicht fällt es uns auch schwer, jemandem zu vergeben. Vielleicht fällt es uns aber auch schwer, die Mauer zu überwinden, indem wir das Gespräch mal suchen. Oder vielleicht haben wir schon alles probiert und wir merken, hey, es ist nichts mehr möglich. Und wir resignieren fast. Die zweite so eine Mauer, die wir vielleicht kennen aus unserem Leben, das ist Sorge und/oder Angst. Oder Angst kann doch so ein bedrohliches Gefühl sein. Die Angst, die Angst kann wie so eine unüberwindbare Mauer werden. Vielleicht Angst, dass wir etwas nicht schaffen. Vielleicht kennen das die einen von euch. Prüfungen. Ich habe früher noch manchmal Angst vor Prüfungen. Ich dachte, ich habe mega schlechte Noten. Oder nach dem Sommer kommt eine neue Klasse. Was, wenn meine Freundinnen nicht in der gleichen Klasse sind? Oder was, meine Lehrerin nicht so cool ist wie der alte Lehrer? So können wir Sorgen haben vor dem, was kommt, was vor uns wartet. Aber auch uns Erwachsene betrifft das, oder? Angst vor Veränderung, vielleicht Sorgen vor Neuem, vor der Zukunft. Und ich glaube, wir alle kennen das, so Sorgen, die grosser werden im Kopf und das Gefühl von der Angst. Und es kann sich so Stein für Stein so aufbauen in eine grosse Mauer. Dann eine weitere so eine Mauer ist Unsicherheit. Identität, kann man dem mal sagen. Das ist vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, es ist Identität. Und zwar, dass du dich unsicher fühlst, wenn du um andere bist. Vielleicht, ob sie dich gerne haben, ob sie dich mögen, vielleicht, wie sie dich anschauen, dass sie dich komisch anschauen oder dass du nicht genug gut bist, vielleicht in der Schule, so wie andere, aber auch vielleicht im Job, dass man merkt, hey, ich muss gewissen Anforderungen können standhalten oder es kommen Erwartungen an mich. Und so die Unsicherheit kann sich in unserem Leben auch wie so eine grosse Mauer anfühlen. Eine Mauer, die uns blockieren kann. Blockieren, um uns selber zu sein. Wir fangen uns an zu verstellen. Wir fangen an, anders zu sein und wir wagen vielleicht gar nichts mehr in unserem Leben wegen dieser Unsicherheit. Dann eine weitere so eine Mauer, das ist Trauer, wenn wir traurig sind. Wenn wir vielleicht jemanden oder etwas verlieren im Leben, dann kann das mega schmerzhaft sein.
und es kann Trauer auslösen. Und Trauer, es gibt Trauer, die schneller vorbeigeht, aber es gibt auch eine Trauer, die mega lang anhalten kann und die kann sich so dunkel anfühlen. Vielleicht auch, dass man sich so alleine fühlt. Vielleicht ist es mega herausfordernd, wie das Gefühl aufkommt von, ich komme nicht mehr aus dieser Trauer raus. Und so kann sich das auch wie so eine grosse Mauer anfühlen, die so einen Schatten auf einen wirft. Und die letzte Mauer, die ich noch mit euch anschauen will, das ist Schuld. Das ist jetzt vielleicht ein schwieriger Begriff, Schuld. Ich erkläre es mal so. Es ist, wenn wir oder du oder ich ein Seich machen. Ich glaube, jeder von uns hat schon mal ein Seich gemacht, oder? Irgendwie etwas Blödes gesagt. Die einen sind am Lachen. Ja, genau. Jeder von uns hat schon mal ein Seich gemacht. Man sagt etwas, was man nicht hätte sagen sollen. Man macht etwas, was man nicht hätte machen sollen, was nicht gut ist. Und vielleicht hat man es gewusst, und man macht es. Aber vielleicht auch nicht. Und erst im Nachhinein haben wir gemerkt, ich habe etwas gemacht, was nicht okay ist. Und so werden wir schuldig oder haben wir wie Schuld in unserem Leben, wie wir vielleicht auch jemanden verletzen. Und das kann so eine Mauer zwischen uns und einer Person so geben, wie wir sie verletzt haben, wie wir schuldig geworden sind oder wie wir etwas gemacht haben. Wir haben ein mega, mega schlechtes Gewissen und tragen das mit uns mit. Und so kann das auch eine Mauer aufbauen. Und ich möchte dich an heutigen Morgen fragen, hey, gibt es in deinem Leben so eine Mauer? Vielleicht eine kleine, vielleicht eine mega grosse. Vielleicht gibt es eine Mauer, die schon lange in deinem Leben ist, aber du hast es so ein bisschen resigniert, denkst, ich kann nichts dagegen machen, ich ignoriere sie einfach, ich schaue einfach weg, ich kehre mich um. Ich möchte dich fragen, hast du so eine Mauer in deinem Leben und wie sieht sie aus und wie heisst sie? Hey, und ich weiss nicht, wie es dir geht. Aber wenn du jetzt so eine Mauer hast, also mir geht es manchmal so, dass ich dann am liebsten einfach ein bisschen allein knuste und mal probieren, kann ich die Mauer zu Fall bringen oder vielleicht auch nicht. Und bei einer ganz kleinen Mauer geht das vielleicht noch, aber bei so einer Mauer oder bei dieser Mauer von Jericho wird es schwierig, wenn ich das jetzt allein probiere. Und dort dürfen wir jetzt aus dieser Geschichte eben lernen, dass Gott Wunder tut. Er hat die Mauer runtergerissen, dass das Volk einmarschieren auf das Jericho. Und genau so ist es auch bei uns. Es kann sein, dass schon mal eine Mauer da steht. Aber Gott kommt mit uns in die Mauer rein. Und er will, dass sie kleiner wird und zusammengeht. Hey, und das finde ich mega entlastend. Geht es euch auch so? Es ist doch so entlastend, dass wir so einen grossen Gott haben und der mit uns in die Mauern kommt, in unsere Lebensmauern. Jetzt möchte ich euch mal schnell einladen. Wenn ihr das mega cool findet, nur so ein bisschen cool, dann flüstert ihr jetzt, das ist mega cool. Oder wenn ihr findet, das ist schon noch cool, dann sagt ihr, das ist mega cool. Oder vielleicht findet ihr, das ist mega, mega cool. Dann dürft ihr jetzt voll rausschreien, wenn ihr das cool findet, dass unser Gott, unser grosser Gott von dort zumal mit uns in die Mauern geht. Wie findet ihr das? Genau. Es ist mega, mega cool. So cool. Yes, wie Gott hat uns vor vielen, vielen Jahren versprochen, dass er jemanden schickt, der alle Menschen befreit. Von allem, was sie falsch gemacht haben, was nicht okay war, wo sie Sachen gemacht haben, die mega, mega schlimm sind. Dass er jemanden schickt, der hilft. Und wir lesen gerade den Bibelvers, der da vorne steht. Könnt ihr gerade mitlesen. Und zwar steht im Johannes: Denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Hey, und wer von euch weiß, wie der Sohn heißt? Jesus. Yes. Hey, wie genial, dass die Bibel sagt, oder Gott gesagt hat, er kommt, um nicht einfach zu sagen, hey, du hast etwas falsch gemacht und du jetzt auch noch. So mühsam, sondern er ist gekommen, um zu sagen, hey, und ich nehme das von dir. Und es ist okay, ich vergib dir. Hey, ich sehe dich. Hey, es ist okay und ich habe dich trotzdem gern. Es ist gut, es ist okay. Gott hatte mit Jesus gemeint. Und Jesus geschickt, der gekommen ist und die Schuld weggenommen hat. Und das ist wie bei dieser Mauer, bei dem
Bild, so ein Versprechen, das Gott gemacht hat für die Menschheit, oder? Auch da ist eigentlich die Mauer, der Einsturz von dieser Mauer, das Versprechen gewesen. Und die Erfüllung ist dann von diesem Versprechen und es ist Freiheit gekommen, Befreiung gekommen. Und so ist Jesus gekommen, um uns Freiheit zu schenken. Freiheit von so belastenden Mauern. Und da schauen wir gerade zum Beispiel bei Streit und Konflikt. Hey, da verspricht uns Jesus seinen Frieden in angespannten Situationen. Wir lesen nämlich in der Bibel, wie Jesus sagt, ich bin gekommen und ich gebe meinen Frieden. Und es ist ein Frieden, den die Welt dir nicht geben kann. Ich meine, was für eine Zusage ist das? Frieden, den wir in unserem Herzen erleben dürfen, wenn vielleicht Streit, Konflikt da ist. Vielleicht Frieden, der entstehen durch ein Gespräch oder Lösungen. Und dann können wir schauen, was mit der Mauer passiert. Schon passiert. Habt ihr gesehen? Sie ist eingerissen. Bei Angst und Unsicherheit. Angst kann so unangenehm sein. Und das ist das Gefühl, das wir fühlen dürfen. Und es ist auch etwas ganz Normales irgendwo durch, dass wir das erleben auf dieser Welt. Wie Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Und das bedeutet, hey, Jesus ist grösser als deine Angst. Jesus ist grösser, weil er die Welt überwunden hat. Und Jesus kann dir in deiner Angst begegnen und will dich dort trösten und will dir näher sein. Und auch wenn du dich unsicher fühlst, hey, Gott sagt, Gottes vollkommene Liebe, oder die Bibel sagt, Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Also das bedeutet, wenn wir wissen, wir sind geliebt von Gott, hey, er nimmt mich an, egal wie ich bin, egal ob ich komisch angeschaut werde, egal ob ich ausgelacht werde, er liebt mich und ich bin zugehörig zu ihm. Das gibt mir Halt und das gibt mir eine Sicherheit. Das Wissen, ich bin gut, wie ich bin. Und so kann er uns da helfen, so Mauern abzureißen oder sie anfangen, reinbröckeln lassen. So die Risse, die es geben darf. Hey, wenn du eine Mauer in deinem Leben hast, von Trauer, dort lesen wir in der Bibel, der Herr ist denen nahe, die verzweifelt sind und rettet diejenigen, die alle Hoffnung verloren haben. Er geht mit uns durch Trauer und Schmerz und wird uns da drinnen neue Hoffnung schenken. Und das ist so ein Versprechen, wenn du gerade Trauer erlebst, wenn es dir nicht gut geht, dass er dir näher sein und dir Trost geben wird und dir in dieser Trauer begegnet und die Mauer immer mehr und mehr wird abreißen. Und zum Letzten noch Schuld, wo wir vorher schon gehört haben. Jesus ist es, wo die Mauer von der Schuld einstürzen lassen kann. Weil er für uns gestorben ist, weil er für uns ans Kreuz gegangen ist. Wir lesen das im Neuen Testament. Und das Blut, das sein Sohn Jesus Christus für uns vergossen hat, befreit uns von aller Schuld. Können wir alle sagen, Schuld. Schuld. Dort, wo du schuldig geworden bist, dort, wo du Sachen gemacht hast, die nicht gut sind, dort, wo du vielleicht immer noch ein schlechtes Gewissen hast und denkst, ich habe es versaut, ich habe es vergeigt, ich hätte anders reagieren, schon zum 100. Mal. Hey, dort kommt Jesus und sagt, nein, es ist okay und ich reiss die Mauer ab und er macht dich frei durch seine Vergebung. Hey, und das ist doch so schön, dass wir wissen dürfen, dass Gott mit uns in all diese Mauern reinkommt. Jetzt ist aber so, dass auch wir noch einen kleinen Teil dazu beitragen, dass die Mauern ein bisschen einstürzen können. Und die zwei Sachen sage ich euch. Und das eine ist Vertrauen. Und das klingt jetzt vielleicht ein bisschen einfach oder abstrakt. Vertrauen ist aber manchmal ein bisschen schwer. Und zwar kann es sein, dass so eine Mauer nicht gerade morgen bröckelt oder morgen zusammenfällt. Auch das Volk Israel ist 7 Tage um die Mauer. Und erst am 7. Tag ist dann die Mauer eingefallen. Genau. Aber wir haben dann gesehen, dass die Mauer eben wirklich eingefallen ist, dass Gott sein Versprechen erfüllt hat. Und das Gute ist, es ist der gleiche Gott. Der gleiche Gott, der dort die Mauer eingefallen lassen hat, ist auch der Gott, der heute noch wirkt. Und darum dürfen wir ihm vertrauen. Hey, und das Zweite ist, du darfst Gott deine Mauer zeigen. Gott sagt, wir dürfen mit allen Anliegen, also mit allen unseren Mauern, egal wie gross oder komisch oder klein sie scheint, dürfen wir zu Gott kommen. Und vielleicht weisst du jetzt gerade nicht, wie mache ich denn das? Wie kann ich jetzt das machen? Hey, es ist eigentlich ganz einfach. Du darfst einfach zu Gott kommen
und ihm von deiner Mauer erzählen. Du darfst das im Gebet machen oder einfach im Gespräch mit Gott kannst du sagen, hey, das ist meine Mauer. Vielleicht sagst du auch allein, es ist ein bisschen komisch, dann darfst du auch einen Freund fragen oder du darfst nach einem Gebetsteam fragen, ob jemand mit dir zusammen betet und Gott die Mauer anlegt. Und das Coole in dem Innen ist, dass wir wissen dürfen, Gott liebt uns. Er liebt uns, ist uns treu, egal was für eine Mauer wir gerade haben in unserem Leben. Und das ist doch eine mega Zusage. Und ich finde, so wird die Mauer manchmal schon ein bisschen kleiner, weil wir dann von unserem grossen Gott dürfen stehen und wissen, hey, wir sind getragen und haben die Sicherheit in Gott. Hey, und vielleicht stehst du jetzt heute da und es ist dir eine Mauer in den Sinn gekommen. Dann möchte ich dich einladen, dass du entweder die Zeit kannst nutzen nachher im Worship und die Mauer einfach mal Gott zeigen oder vielleicht eben genau zum Gebetsteam gehen und sagen, hey, ich kann das allein nicht so gut. Und dann hat es Leute, sie sind da hinten und die beten mega gerne für dich und deine Mauern. Oder vielleicht stehst du da und sagst, hey, ich habe gerade keine Mauer. Wie cool ist denn das? Und dann würde ich sagen, stehen wir jetzt alle zusammen auf, steigen in Worship und dann können wir Gott auch mega fest Danke sagen für das, was er in unserem Leben schon gewirkt hat.